Der Roland kommt mit Zwiebel vor der Zeit von Urlaub zurück und findet, dass auf der Baustelle nichts weitergeht. Dabei kommen sie drauf, dass die Wasserleitungen verrost haben und neu verlegt werden müssen. Also dass das Ganze nur mal eine Woche länger dauert. Der Pfarrer überredet seinen krebsigen Spezi, dass er eine Chemo macht. Und der überredet ihm, dass er seinen überständigen Gesundheitscheck nachholt. Da stellt sich aber raus, dass ihm nichts fehlt. Das Hummerl hat sich vor lauter Fresssucht nimmer in der Gewalt und schreibt das auch noch unversehens in einer Mail an die ganze Gemeinde. Auf das auf kriegt es von überall haufenweise Kuchen und süßes Zeug, so viel, dass es selber gar nicht mehr zusammen essen kann. Der Brettschneider schenkt der Franzi eine Papageipuppen, die wo die dreckigen Ausdrücke nachplappert von ihrer und ihren Vatern. Ein Patrick träumt, dass er es mit der Fanny treibt und der Nacht drauf mit Zwiebel. Das Hummerl sollte auf einer goldenen Hochzeit ein Standal singen, aber sie kann den Text nicht gescheit und bleibt mittendrin hängen. Die Rosi und die Annalena helfen ihr aber drauf und singen mit ihr zusammen weiter bis zum Schluss. Der Pauli lurt heimlich nach den nackerten Landweiber im Schwitzkasten ein Holztaus. Aber da verschmeißt er sein Schnitzmesser. Der Pfarrer holt sie am heimlich wieder, aber da fliegt er auf und alle halten die Arme für den Spanner. Schließlich kommen sie aber dahinter, dass das der Pauli gewesen ist. Der Christian wird von den anderen geschnien und der Gerstl sagt ihm aufs Gesicht zu, dass er Gewaltmasse ist. Auf das Aufe sauft er sich nieder und schmeißt ihm bei der Nacht der Bierflaschen durch die Fensterscheiben in sein Standl rein.